Läuft das Band? Ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Dag Caroline. Dag Lev Lückschott zu Hus und unterwegs. Schön, dass du da sitzt. Und schön, dass du da bist. Wir haben nämlich Besuch. Herzlich willkommen, liebe Udo Müller. Ja, herzlich willkommen. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Und an all die jetzt zuhören, Gölle Alaf. Wir sind ja jetzt gerade in der Zick. Ne? Da sind wir mitten im Thema. Ihr kennt der Udo Müller sicher auch lang vom Hennesje Theater. Und wer den nicht kennt, kann sich der alle Podcast dazu anhören. Aber heute haben wir der Udo eingeladen als eine freie Mensch. Der ist nicht wie beim Hennesje Theater. Und da sind wir natürlich ganz neugierig. Du hast es alt gesagt, Kölle Alaf, du bist sicher jetzt im Fastelovend aktiv. Ja, ein bisschen, ja. Ich schon auf verschiedene Sitzungen und habe Spaß. Und lure dann auf der Uhr und denke, ach, eigentlich möchte ich jetzt arbeiten, aber nee, das ist vorbei. Das ist aber auch Arbeit. Ja, aber das ist ein schönes Gefühl. Das kann man ja nicht einfach so zum Ärmel schütteln. Es steht schon Arbeit dahinter. Das stimmt, ja, natürlich. Ne? 32 Jahre Henneschen sind vorbei. Die waren sehr schön. Und ja, manchmal auch jetzt weniger schön, aber das ist ja der Lauf der Zeit. Ne? Und es ist dann auch genug. Ich bin jetzt in Rente, wie man so schön sagt, obwohl ich mich nicht als Rentner sehe, sondern als Künstler im reifen Alter. Wie sage ich immer, als freischaffender Künstler so. Das hört sich doch Ich habe gut jetzt viel Zeit für andere Sachen und das macht mir total gut Spaß. Du hast evans gesagt, ich schon Fastelovend, das heißt aber du gehst auf die Bühne, ich habe dich gesehen. Der ist uns ein bisschen davon erzählen, was du da machst. Ich bin in dieser Session auch viel mit der Tanzgruppe Kölsch Hennesy unterwegs, weil die haben ja das Lied von mir, Hennesy Spiel, choreografiert, schon 6 Jahre. Und das macht uns immer viel Freude und Spaß, das der Lügscher für zu tragen. Das ist ja eine ganz besondere Gruppe, die da tanzen. Kannst du uns das ein bisschen verklären, die das noch nicht gesehen haben, können sich das vielleicht ja nicht vorstellen? Ja, das ist eine Tanzgruppe, die nicht nur der Bancher schwingt, sondern mehr so in die Richtung Tanztheater, Ja, ich kann man sage so jetzt. sagen. Ne? Und die verkörpern uns Hennessin-Figuren, aber auch noch viele andere Figuren dabei. Aus Ostermann-Leder oder auch aus Blackfuß-Leder. Da ist also in der letzten Zeit viel dabei gekommen. Und das macht Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Ich bin jetzt ungefähr mit denen so schon ins Parat 10 Jahre. Haben wir sehr viele schöne Auftritte schon erlebt. Aufsitzungen in der Philharmonie. Und das kommt immer gut an. Und da messt du jetzt mich wie früher? Ja, jetzt habe ich ja Zig. Ja. Es ist ja immer daran gescheitert, dass ich im Henneschen auf der Bühne muss und dass immer nur so die freien Tage dann dafür halt zig war. Und das ist jetzt vorbei. Dann mache ich selber im Fastelovend, meine eine Sache. Ich habe mal Lieder geschrieben und haben der ein oder andere Auftritt dieses Jahr. Also das ist dieses Jahr nicht viel, aber ich hoffe, dass die Session 2025 brummt. Die wird ja auch ein bisschen länger. Ja, genau. Verrät zu uns, was du da jetzt gemacht hast? Ja, ich habe mal eine Lieder geschrieben, Kölsche Lädscher und Stunde jetzt erzähle zwischendurch. Und ja. Was für Lieder? Das ist, ich sage mal Schifferromantik, Rheinromantik. Ein Lädsche ist eine langsame Walzer, süß du dieselbe Stähne. Dann habe ich einen Tarantella, wo es um eine Pizzeria geht. Und, das ist jetzt Flücke, sind Tarantella, Tarantella, ne? Da musst du schon ein bisschen mehr hüppen, ne? So ein bisschen flotter. Lässt du dann hüppen oder die Tanzgruppe? Nee, ich lasse hüppen. Nein. Und sehr witzig, finde ich, ist das Futzlied geworden. Ne? Wie ist dann so jetzt der Stand hier? Kütt das dann so ob einmal Nein, das Futzlied ist entstanden in einem Theaterstück im Henneschen in der Meisterkirche.
Und da wird ein Akt, der im Studio spielt. Der Schäl hatte Studio, Musikstudio abgemacht. Und da waren so junge Nachwuchskarnevalisten, die wollten da ihr neue Sessionshit abnehmen. Und das war halt eine Futzkram, ne? Und da wird also nur dieser Refrain, das größte Glück, das ist eine Futz, wenn man sich bückt, dann knallt es in der Butz. Und da hatten die Leute im Saal immer so Spaß dran, dass ich dann gesagt habe, komm, ich mach das, er macht auch ganz Lied draus. Und das machen wir dann auf der Puppensitzung 23, und das ist dann im letzten Jahr gelaufen. Und da sind dann die zwei vom Scala-Theater, Ralf Borgatz und Arno Hoffmann, aufmerksam gemacht wurde. Und die hatten auch so eine Spaß daran und haben mich gefragt, ob wir da nicht eine gemeinsame Nummer draus machen. Und das haben wir dann auch gemacht. Die haben das dann übernommen in ihr neues Stück. Im Scala läuft das also jeden Abend. Und es gibt Gelegenheit, wo wir drei dann zusammen auf der Bühne stehen und das präsentieren. Im Scala? Ne, auch so schon. Ja, wird schon. Aber im Scala bist du auch auftreten? Da bin ich aufgetreten an einem besonderen Abend, wo also nur um Musik ging, so eine Gala-Abend haben die gemacht. Und da bin ich schon mit dabei gewesen. Wow. Boah. Chapeau. Also das ist ja arg vielfältig, ne? Dass einer Hennessy spielen kann, heißt ja noch nicht, dass der Jod singen kann oder selbst Stücke schrieb. Hast ein ganze Rutsch Talente. Das ist toll. Du hast eben das Stichwort gebracht von der Puppensitzung. Läuft die jetzt auch ohne dich? Ja, sicher. Ich bin Russ. Russ ist ein Russ. Ja. Also, wer das nicht kennt, vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, wie die Puppensitzung geht. Das ist ganz jetzt besonders. Ja, das ist natürlich der berühmte Satz, da kommt der Herr Präsident die Wosch, ja. Der Literat Speymanes, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte das Lied, der Spruch doch schon existiert. Wann ist die echte Puppensitzung auf? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, Herr Präsident die Wosch war schon ein Satz, der mir um Schulhof kannte. Ja, in den das 70er gibt ja Jahren. vielleicht Leute, die uns so hören, die das alles überhaupt nicht kennen mit der Wosch und wie so eine Puppensitzung abläuft. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Die Wosch ist der Orden, also die Flöns, die Blutwurst, für die aus Leverkusen. Entschuldigung. Ja, die Blutwurst ist der Orden von den Knollendorfer. Ich denke mal, das waren ja alles Bure, ne, die also auch von der hauseigenen Schlachtung gelebt haben. Und da hatten die wahrscheinlich sich so einen Flöns, ne, als Orden, als bäuerlicher Orden parat geknuft und der dann entsprechend verteilt. Und das hört man dann in der Sitzung ab und an. Natürlich. Und ja. das ganze Jeder Publikum. Künstler, der da auftritt, kriegt die Wosch. Und jetzt haben die aber nur ein Wosch und die ist sogar 1000 Jahre alt. Und deswegen kriegt derjenige, der sie ihr Krähe hat, auch wieder abgenommen. Das ist wichtig. Wosch verteilen und dann wieder zurück erobern. Dabei ist das Genau. Speymanes Richtig. der Hauptfigur. Dabei ist der Hauptfigur, ne? Und Ja. dazwischen, da treten die einzelnen Künstler dann ab oder wie geht das? Ja, sicher. Also die Puppensitzung ist eigentlich in einem Rahmen einer Handlung, will ich jetzt sagen. Das ist also nicht nur ein jetzt kütt da und das war da, sondern man spielt da an Handlung. Die Knollendorfer Sippschaft, die geht irgendwo hin an einen Ort und macht eine Sitzung. Und da sind die natürlich sehr, sehr aktuell und bringen politische Einflüsse mit drin oder auch viel Blödsinn. Das ist eine bunte Mischung von allem und das geht immer wieder gut an. Und man sieht auch jetzt nach der längeren Corona-Pause, wie die Leute auch wieder hungrig sind, noch der Wosch, ne? Und da Spaß dran haben. Und man sieht, dass es echt schwierig ist, an die Tickets zu kommen. Ist das wahr, dass die Leute auf der Straße geschlafen haben? Ja, das längste, was ich erlebt habe, das waren 15 Tage. Und dann hätte das Ordnungsamt da über uns eine Riegel vorgeschoben und dann durften die nur noch 3 Tage da campieren. Und
Ja, das ist die Tradition halt. Ne? Das war früher am 27. Dezember, war der Vorverkauf. Das nannte man dann auch der 3. Weihnachtstag. Ne? Und da ging es immer hoch her um Isamat. Ja, weil das sind ja auch immer derselbe Leute, die da campiert haben. Ja, das sind uns Stammgäste und die haben ja auch nachher auch eine Verein gegründet, die Freunde des Anstehens. Da wissen wir, wie das in Köln ist, ne? 3 Mann zusammen ist eine Club. Und ja, die haben immer viel Freude. Ne? Da wurde dann auch der Quetsch abends ausgepackt und dann Musik gemacht, sehr zum Leidwesen der Anwohner schon mal. So jetzt jedes nur in Köln, das ist Wahnsinn. Ja, und wer schrieb das Stück? Die Puppensitzung ist eine Ensembleproduktion. Das heißt, man setzt sich so im September, Oktober zusammen und beratschlagt dann, was machen wir überhaupt für ein Thema, wie sieht das Bühnenbild aus, und dann hätte der Schreiner schon uns zu tun. Und dann geht es an die einzelnen Beiträge. Wer also möchte, kann dann da einen Beitrag zu steuern. Und dann muss man halt seine Sache schreiben und dann wird das alles gesammelt und entsprechend dann zu einem Programm parat geknuft. Und wer knuft das? Das ist doch ein Mordsarbeit. Ja, letztendlich ist das natürlich die Intendanz, Chef des Hauses, ne? Oder jetzt Chefin, die dann da eben dafür auch verantwortlich ist, dass das ein schönes Programm wird. Stichwort Chef oder die erste Veranstaltung als Chef, ich sag das so, Zichtinger Verrentung, Ja. Verrentung, ein schön Kölsch Wort, Ja. ne? War das am 4. Dezember wieder die wunderbare Adventsveranstaltung gemacht hast, die war doch unter Dinger Ja. Fuchtel, sagt man, oder wie sagt man? Ja, vornehm. doch richtig. Unter Dinger Ja. Regie und unter Dinger Verantwortung, Ja, genau. die übrigens ganz toll geraten ist. Ja, danke und die schön. Lück, dann hättet ihr leid getan, dass er da nicht mehr von bringen konnte. Ja. Aus Termingründen nehme ich an. Ja. Nee, das hat uns alle viel Spaß gemacht. Das war am 4. Dezember, genau im Bruno-Saal in Klettenberg. Und da hatte ich dann ein Ensemble zusammengestellt, wo man dann halt weihnachtliche Beiträge geliefert haben. Jetzt zum Zuhören, jetzt zum Griechen, jetzt zum Lachen, ein buntes Programm. Ja, war eine schöne Mischung. Ja. Und das wird wiederholt. Also ein bisschen variiert natürlich mit auch dem einen oder Ja. anderen Künstler dabei. Ja, ja. Und das fing statt am 2. Dezember 2024. Ja, Leeflug schon mal euch abschreiben in der Kalender. Montagabend. Der 2. Dezember. Ja, das war Von wirklich wegen Dienstags schön. muss ich arbeiten, Jon, wird nicht akzeptiert. So. Und in der Zwischenzeit, wenn der Fastelavond vorbei ist und der Advent noch nicht da, was machst du dann? Das ist ja 40, ne? Ja, ich habe viel zu tun gehabt, muss ich sagen, jetzt in der vergangenen Adventszeit. Und das hat mir riesen Spaß gemacht. Ich habe noch in Frechen, im Kino, im Lindentheater, so eine Abend gemacht mit anderen Künstlern und war selber engagiert mit meinem Programm, mit meinem Weihnachtsprogramm. Und da kam einiges zusammen, ja. Aber im Sommer meistens Pause. Im Sommer, ja klar, da muss ich ja die neuen Weihnachtsbeiträge schreiben. Da sind wir ja echt gespannt. Also du bist ja wirklich so eine Insider. Ich habe es jetzt so oft gehört, dass Luke sagt, der Fastelavond ist nicht mehr das, was dann gewesen ist. Ja. Erlebst du das auch so? Ja, das ist ja klar. Also, wie ich Kind war der Fastelavond irgendwie ein bisschen anders. Es hat sich viel verändert. Ich glaube, es liegt dort dran an der Menschenmasse. Ich weiß noch, wie ich am Ostermannplätzchen, der 11.11., die ersten 11.11. Feiern mit erlebt haben. Das war alles in Zivil. Wie, die Luke waren nicht verkleidet? Nein, 11.11. doch nicht. Verkleidet hätte man sich beim Straßenkarneval, deswegen jede Tür der Viva fast zu laufen, wo der Straßenkarneval eröffnet wird. Am 11.11. waren wir am Ostermannplätzchen, da waren kleine Bühnen
Da ja wird Kölsch vom Fass oder vielleicht auch Mettbrötchen oder Gießbrötchen. Alles gestaltet von der Willi Ostermann Gesellschaft und die selber, die hatten dann der Rheinmantel an und dann der Chefjörb. Und mir war da nicht. Und das wurde dann immer voller, sodass das Ostermannplätzchen zu klein wurde und da sind die ausgewichen auf der Aldermaat. Und dann nahm das Formen an, dass auch da immer mehr Zuwachs kommt und wie dann die U-Bahn gebaut wurde, sind sie dann rübergegangen am Heumarkt. Ich war ja so ein Zeit lang Mitglied bei der Willi Ostermann Gesellschaft und weiß also, dass das Danziger Jahr am Heumarkt, wo also nur noch Security da stund, weil die Stimmung da auch schon sehr aggressiv wurde. Ich glaube, das Problem war der WDR. Es ist ja schön, wenn man über die Haare weht, da ist man dann auch stolz drauf. Das zieht aber dann wieder Leute aus allen Teilen Deutschlands an, die sich dann sagen, oh, in Köln ist am 11.11. was los, da fahren wir hin. Und es ist tatsächlich so gekommen, dass Leute aus dem Zug ausgestiegen sind, Fremde, und dann wurden dann Eintrittskarte angeboten am Bahnhof, die gefälscht waren. Jetzt kommen diese Leute natürlich dann im guten Glauben mit gefälschter Karte und werden nicht darin gelassen. Das ist nicht schön. Ne? Und das wurde dann immer mehr und heute ist das ein Apparat, da ist ja die Altstadt hermetisch afferiert, du gehst ja nirgendwo mit durch und nirgendwo mit ran. Ja. Und was da so drumherum in der Jasse passiert, also mir macht das keinen Spaß mehr. Ich sage mir höchst an einem Tag wie der 11.11. oder wie wir fast laufend, kriegst du mich nicht mehr nach Köln. Es sei denn, ich muss, weil ich zu einem Interview eingeladen bin oder sonst irgendwo jetzt an. Aber für mich sind das 2 Tage vom Fastenlaufen, die ich mal so in Köln schenken kann. Also, um ein Beispiel zu bringen, Karnevalssonntag und Rosenmontag ist die Stadt auch voll mit Menschen. Aber da Jon die Kölsche maskiert hin und freuen sich auf den Zug. Das ist irgendwie eine ganz andere Atmosphäre, als wie die Sufferei und die Schlägerei, die man dann da sieht in der Altstadt an so einem 11.11. oder Viva-Fasterlaufend. Wir hatten ja auch vorher im Viva-Fasterlaufend nachmittags im Hennessy die Kindersitzung laufen und die haben wir irgendwann abgesagt. Die jedet nicht mehr. Weil der Eisenmarkt, also direkt vor der Haustüre, der Indjang, der ganze Isarmarkt zur Kloake von der Stadt Köln erklärt wird. Da werden nur noch Pissrinne abgebaut und da sieht man nur noch pinkelnde Menschen und das ist alles andere als schön. Ja, und dann ist dann auch die Aggressivität da. Das Ordnungsamt sagt dann immer, ja, hey, Wildpinkler, die werden zur Kasse gebeten. Aber ich habe den Eindruck nur bis 14 Uhr. Dann ist der Aggressionszustand so hoch geschossen, dass sie sich an die nicht mehr dran trauen. Ist ja auch keine schöne Also ich habe da in 32 Jahren viel Beobachtungen gemacht. Wahnsinn. Ja, aber der Rosenmontag, meinst du, und auch der Sonntag mit der Schul- und Fädelszücht, das geht? Das ist irgendwie Hätte sich aber doch auch geändert, ne? Ja, das sehe ich nicht, wenn ich jetzt im Zug mit Jon. Nee, wann der mit ist nicht, aber wann da am Rand ich habe da immer den Eindruck gehabt, das ist eine andere Atmosphäre. Ah. Ja, weil es jetzt zu Lore geht. Ja, genau. Und die Sufferei? Ja, gut, das verteilt sich dann vielleicht, ob der ganze Zug. Er könnte ja auch drauf an, wo man sich postieren denkt, ne? Ja. Dass man ein Plätzchen so, ich habe das früher mit den Pens auch so gemacht, dass man hier so kann, wo ein bisschen Platz ist, wann es jetzt passiert, Pet, jetzt Gast oder sonst jetzt, dass man noch fortlaufen kann und nicht in das Gedränge kommt, dass man nicht mehr fortkommt. Ja. Wäre ja gefährlich. Und wie ist das mit den Sitzungen? Haben die sich auch geändert? Ja, bis jetzt habe ich nicht viele Sitzungen mitmachen können, weil ich ja 3 Jahrzehnte lang selber immer auf der Bühne stund. Und ich genieße das jetzt, mal selber auf Sitzungen zu gehen. Ja, was mir so in den letzten Jahren aufgefallen ist, dass die Tanzgruppen weniger werden. Und das finde ich schade.
Ich meine, früher ja war immer so eine Regelung, so eine Faustregel, Musik, Redner, Tanzgruppe. Musik, Redner, Tanzgruppe. Der eine oder andere hat sich darüber lustig, aber es war nicht alles schlecht. Also so ein buntes Programm, das haben wir damals so gefunden und heute verlagert sich das vieles nur noch auf Bum-Bum-Musik auf die 12 und wenn du nicht bei der ersten Nummer schon auf der Stelle stehst, dann ist das alles nichts. Vielleicht geht man da uns wieder ein bisschen von weg, deswegen sind ja auch die Flüstersitzungen entstanden oder Nostalgiesitzungen. Also man greift schon gerne zurück auf Sachen, wo man sieht, das war nicht alles verkehrt früher. Die sind ja auch Jodbesuch, auch wenn das nur alle Lück sind, die dahin gehen. Also 60 und ein bisschen mehr, ne? Ja, also ich meine, jedes Publikum soll bedient werden und wenn man Partypublikum hat, junge Lück, dann sollen die das auch machen. Ne? Dafür gibt es auch Veranstaltungen, es gibt ja Karnevalspartys, noch und nöcher. Alles gut und schön. Ja. Hat das auch mit der kölschen Sprache zu tun, wo man hergeht? Ja, die kölsche Sprache im Allgemeinen geht ja sowieso zurück. Ne? Das ist ja leider so. Ja, man stellt doch immer mehr fest, dass ob der Sitzung überhaupt nicht mehr kölsch geschwart wird. Ja, wer soll das noch tun? Also ich habe es ja nur von meinem Vater gelehrt. Ne? Also wenn man das im Elternhaus nicht lehrt, dann lehrt man das doch nicht. Kölsch Akademie in allen Ehren. Da erfährt man vieles über Köln. Viel Historisches, aber die Sprachlehre, unsere Spreche, das Ist überfordert. das lernt man nicht über eine Akademie. Das ist genauso, wenn ich einen Sprachlehrer, sei es Englisch, Französisch oder was auch immer in der Schule, man wird mir immer anhören, dass ich eine Deutsche bin, ne, mit meinem Akzent. Und so ist er mit der kölschen Sprache auch. Wer das nicht von Kindesbeinen an gelehrt hat, der wird das auch nie richtig sprechen können. Aber man könnte ja verstehen, das heißt, die Leute, die jetzt schwade können, die könnten ja auf der Bühne gehen. Und das Publikum, es ist ja auch so, dass wenn einer das noch lehrt, der lehrt das meistens mit der Lädscher. Also vom Fastelavond. Ja, das ist ja gut, dass die Leder geht, dass das so wenigstens weniger getragen wird. Ne? Ja, also vielleicht kannst du am Ende noch ein bisschen jetzt erzählen, was du dir wünschen würdest. Für dieses Jahr oder für das nächste Jahr, was mit dem Fastelavond zu tun hat. Ja, dass man in aller Ruhe und Herzlichkeit und Genügigkeit in Friede wieder Fastelavond feiern kann. Denn die Ziege um unserem sind ein bisschen Bedrisse. Ja. Manchmal auch Erschbedrisse. Erschbedrisse, ja. Und sie haben ja schon versucht, uns der Fastelavond madig zu machen, damals der Jolofkrieg. Ne? 91. Da durfte man nicht feiern. Und trotzdem haben die Menschen gefeiert und sind ihre Zugwäsche gegangen. Auch wie abgesagt wurde. Jede schöne Buch darüber, das heißt trotzdem Alav. Und das Ganze hat sich dann wiederholt in Corona-Zeiten, wo also ein Absagen oder andere passiert ist, wo Vereine sehr darunter gelitten haben, weil ja alles auch rund Stang Marie kostet. Ne? Ja, also feiern auf schönster Krieg und auf schönster Klimawandel jetzt. Ja. Und Ich weiß noch, die Poppensitzung, wie wir fastelavond, wie der Putin noch einmal am Ausrasten war und hätte erste Schuss gemacht. Da waren abends in der Poppensitzung, ob wie wir fastelavond, halber Saal. Also genau die Hälfte. Und da habe ich als Präsident die Sitzung eröffnet mit den Wort, man stellt sich die ganze Tag die Frage, darf man eigentlich jetzt noch Fastelavond feiern? Und da habe ich gesagt, ja, man darf, man müsse. Und da gab es ein riesengroßer Applaus, weil ich sage, deswegen sind ja auch gekommen. Also die gekommen sind, wollen ja auch Fastelavond feiern. Man darf sich dann von so einem Jeck nicht auch noch das verbeten lassen. Das heißt ja nicht, dass man über das Schicksal von Menschen lach, sich darüber lustig mäht. Ist ja Quatsch. auch nicht, Ja. dass man grundsätzlich fortluren dät. Ja, genau. Ja,
In dem Sinn, liebe Flügscher, wir sagen erstens ganz herzlichen Dank, lieber Udo, dass du hier gewesen bist. Und wir wünschen euch allemal eine echt schöne Fastelavond. Dort euch gut amüsieren, dafür muss man nicht suffen oder fremdgehen oder sonst was und man kann trotzdem echt viel Spaß haben. Das wünschen wir euch auf jeden Fall. Tschüss. Und halt euch gesalzen.